haben wir jetzt das Wochenende auch seit langem wieder mal einfach einen Tag Pause gegönnt. Und das hat schon gut da. Hat schon gut da. Sich auch können Zeit lassen bei etwas, wo nicht immer wieder den Kopf gerade schon bei der nächsten Arbeit haben. Hat heute Wasser gegeben, die Pflanzen draußen auf der Terrasse. Und ja, habe gemerkt, ich habe mir wirklich da können Zeit lassen. Und sonst habe ich meistens schon, wenn ich auch die vielen Projekte, die ich im Kopf habe, dann bin ich eigentlich schon am nächsten Ort. Und ich merke schon immer wieder, wie ich dann den Moment eigentlich gar nicht am Geniessen bin. Und das Paradoxe ist ja, dass wir eigentlich nur das Jetzt haben, wo wir geniessen können. Das heisst, wenn ich kann nicht in der Zukunft geniessen, auch wenn ich in 10 Tagen geniessen will, ist es immer in 10 Tagen am Jetzt und nicht erst in 10 Tagen, oder? Und ich merke, wenn ich viel im Kopf habe, wenn ich viel machen will, eben zum Beispiel an der Homepage arbeiten oder Videos erstellen oder mich auf irgendetwas vorbereiten, dann bin ich eigentlich während der Aktivität schon wieder weiter, und da bin ich auch am Schauen, dass ich es irgendwie anbringe, dass ich während der Aktivität bei der Aktivität bin. Weil das ist eigentlich der einzige Moment, wo wir haben, oder das Jetzt. Das heisst, sich auf das einlassen, wo man am Machen ist, dass man versucht, bei der Sache zu sein, die man macht. Weil, sind wir mal ehrlich, wie oft ist man eigentlich etwas am Machen, aber ist gedanklich gar nicht bei dieser Sache, sondern schon im nächsten Problem oder im Feierabend oder im, was weiß ich auch immer, oder schon im Game oder, oder beim nächsten Streit, wo man schon am Vorprogrammieren ist, die nächsten Gedanken, wo man am Kollegen will, erzählen oder was auch immer, oder? Es ist, ja, und da habe ich heute habe ich gemerkt, durch das, dass habe ich mir gesagt, heute lasse ich mir einfach mal ein bisschen draussen Zeit, und das hat schon gut da, oder? Wo ich auch gemerkt habe, ich kann mich nicht so müssen hetzen beim Pflanzengießen, sondern habe das Ganze auch einfach mal können gießen, und es hat mir wieder mal gezeigt, wie wichtig das es ist, sich auch die Zeit zu nehmen, oder? Weil die letzten Mal habe ich es einfach gemacht und mit dem Gedanken schon lange wieder irgendwo noch etwas anderes. Ich sage, es ist sicher nicht verkehrt, wenn man ein Ziel verfolgt, aber wenn es dann zu überhand nimmt, wenn man dann eigentlich nur noch in der Zukunft am Leben ist, oder viele leben, viele leben in der Vergangenheit, und ich merke bei mir, ich habe viel das Gleiche eigentlich, wo Menschen, die in der Vergangenheit feststecken, so blöd gesagt, habe ich in die Zukunft, oder was kann ich alles noch machen, damit ich schneller am Ziel bin, und andere haben eher die Vergangenheit, was habe ich damals falsch gemacht und könnte ich jetzt besser machen. Darum wir haben alle so irgendwie immer das machen, immer noch irgendwie etwas besser machen, und wir vergessen in dem Moment eigentlich den einzigen Moment, wo wir wirklich haben zum Leben, und das wäre jetzt, oder? Und es ist eigentlich sehr paradox, aber ja. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich dann mal ein bisschen mir bei etwas Zeit lasse, dann habe ich auch automatisch wieder Ideen. Kommen irgendwelche Ideen. Nur der einzige Punkt, den ich dann habe, ist, wenn so eine Idee aufkommt, zum Beispiel auch, was könnte ich wenn irgendeine Idee kommt für den Text für die Homepage oder für ein Video oder so, oder was ich könnte erzählen, dann tendiere ich schon wieder, dass ich es nicht vergesse, mir das aufzuschreiben, und schon bin ich wieder nicht mehr im Jetzt. Und da merke ich auch immer wieder, das ist auch ein Punkt, wo ich rausgehe. So die Angst, jetzt ist eine gute Idee gekommen, oder? Das heisst, man ist mal in der Frequenz, wo man einfach einmal ein bisschen gechillt ist, wo dann auch wirklich, ich sage jetzt mal, gechillte Ideen können kommen, nicht immer aus dem «Ich muss raus», weil das sind ja ganz andere Frequenzen, oder? Aus dem «Ich muss» oder «Ich bin jetzt einfach einmal anwesend» oder mal am Leben. Und ja, dass ich dann auch die Angst verspüre, so, wenn ich mir das jetzt notiere, dass ich es dann vergesse, und wenn ich es vergesse, dann eigentlich einen guten Input nicht habe. Und so holt es mich dann eigentlich auch wieder raus. Wenn ich es dann einmal schaffe, einen Moment zu geniessen, kommen die vielen Ideen, und dann schaffe ich es dann auch wieder plötzlich nicht mehr bei diesen Ideen zu sein, sondern schon wieder irgendwie am Handy das Zeug am Aufschreiben. Ja, habe mir jetzt auch angefangen, das Handy gar nicht mit zum Beispiel auf die Terrasse nehmen oder einfach irgendwo mal tun, und wirklich, dass ich nicht den ersten Griff will, liegt es griffbereit und mir kommt eine Idee und ich kann dann auch greifen und direkt meine Idee aufschreiben, dann merke ich nicht, dass ich das eigentlich gar nicht möchte in dem Moment, oder? Aber wenn ich es, sagen wir, im Zimmer liegen lassen habe und mir kommt eine Idee und ich möchte zum Handy greifen und es ist nicht griffbereit, dann habe ich die Distanz, wo ich merke, ich möchte ja eigentlich aktuell jetzt einfach einmal ein bisschen geniessen und nicht schon wieder alles notieren, um wieder im alten Film zu landen, und kann so dann eigentlich wieder zurück. Aber wenn es griffbereit ist und ich kann das Zeug dann grad niederschreiben, was mir durch den Kopf geht, dann bin ich eigentlich, ja, dann merke ich es nicht. Und so tue ich mich selber tricksen, indem dass ich halt einfach, wenn ich mir etwas beschließe, dass ich versuche, eben zum Beispiel das Handy weglassen oder was auch immer, dass der Griff nicht ist. Weil
durch das, dass ich greife und merke, es ist nicht rum, dann macht es, aha, ich habe es ja auf die Seite gelegt, will. Und sonst, wenn ich es schon habe und niederschreibe, dann merke ich das echt nicht. Ja. Nein, das ist schon, es ist schon, eben, es leuchtet mir mega ein, weil wer da hat, dem wird gegeben und wird im Überfluss haben. Wer da aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Das zeigt eigentlich ganz klar, das, wo du in deinem, das, wo du hast, also das heißt, wenn du Stress hast und du das wirklich verkörperst, den Stress, und dann wirst du immer mehr von dem haben. Du wirst immer mehr von dem Stress bekommen. Und das Interessante ist ja, oder wenn du dann mal Zeit lässt, hast du auch immer mehr Zeit. Oder es wird dann wahrscheinlich all das, wo, wenn du eben hetzt und viel musst machen und noch das Nächste und alles noch willst machen, dass dann eigentlich vielleicht Sachen gar nicht so optimiert sind, wo du eben vielleicht, wenn du mal dir würdest Zeit lassen und ja auch die Zeit dann hättest, vielleicht würdest du merken, dass du es ganz anders kannst organisieren, dass du viel Zeit würdest einsparen. Und da merke ich auch immer wieder, dass eigentlich, wenn ich mir dann mal Zeit lasse, dass ich dann auch wirklich schneller vorankomme. Nur es halt, ist halt der Kopf hat halt eigentlich seinen eigenen Willen und der will mir dann immer einreden, so, ja nein, eben, wenn du ja schneller machst, dann bist du ja auch schneller. Oder wenn du mehr machst, dann hast du ja mehr erreicht. Nur ist es halt, wenn du etwas aus dem «Ich muss machen zum», dann bist du eigentlich in einem Mangelding. Du sagst dann eigentlich in einem Mangel, du bist im Mangelzustand, weil du sagst dann eigentlich «Ich kann noch nicht» und «Ich muss noch». Und wenn du im Seinszustand bist, wo du bist bereit, dann musst du nicht mehr. Dann kommen dir ganz andere Ideen und ganz andere Frequenzen rein, eben ganz andere Ideen rein, die du dann auch kannst umsetzen kannst, die dann eigentlich aus der Fülle kommt. Und das ist mir sehr bewusst, aber eben im Trubel vom Alltag merke ich dann auch immer wieder, dass ich abschweife. Und ich habe da schon auch immer noch, obwohl es mir bewusst ist, einen rechten Kampf gegen meinen Kopf, dass der mich einfach auch einmal machen lässt, oder? Dass er einfach mal ruhig ist äh, und mir nicht immer wieder weiss machen, wie wichtig das es jetzt ist, dass ich noch mal etwas mache und noch mal etwas mache. Aber es ist irgendwo auch nicht verwerflich, weil so sind wir halt. Oder nur die Harten kommen in den Garten, das haben wir alles gehört, das sind alles Glaubenssätze, wo wir gehört haben, wo uns irgendwie logisch erscheinen, weil mehr machen ist ja auch irgendwie mehr erreichen. Oder? Also ich sage mal, in der Logik geht es ja irgendwie auf. Es tönt ja wie so logische mathematische Formeln. Aber in der Realität erlebe ich es tatsächlich andersrum, dass ich mit mehr Stress, wenn ich noch mehr machen will, dass ich Texte schreibe, wenn ich unbedingt möchte den Text haben, es geht nicht. Ich habe jetzt dann schon mehrmal ist mir aufgefallen, dass wenn ich dann einmal weg bin und mir eben wieder mal den Kopf durchlüftet habe und nicht mehr in dem Problem-View bin, ich will jetzt da etwas haben, äh, dass dann eben, wenn ich dann raus bin und mir auch mal den Kopf gelüftet habe, dass dann plötzlich eine Idee gekommen ist, wie man das lösen kann. Und ich glaube, wenn man das nicht bewusst beobachtet, dann fällt einem das gar nicht auf, weil das Leben ist ja so, oder man lebt halt und hat so viele Eindrücke, dass man dann halt auch gar nicht merkt. Man hat dann einfach das Gefühl, ah, jetzt habe ich es endlich geschafft, aber man realisiert dann vielleicht gar nicht, dass der Gedanke oder die neue Erkenntnis oder die neue Idee gekommen ist, wo man einmal zurück ist, wo man einmal sich Zeit gelassen hat oder Zeit genommen hat, einmal eine Pause gemacht hat, dass dann eigentlich die Ideen gekommen sind. Und wenn man das auch, eben, wenn man das merkt, oder an sich auch bei sich selber auch bemerkt, dann kann man das auch immer mehr integrieren und ich bemerke das tatsächlich. Es ist aber gleich immer noch die Schwierigkeit. Mein Kopf hat da schon sehr viel, weil, ja, ich da weiss nicht, woher die Glaubenssätze noch kommen oder die ganzen, dass ich das alles noch so wirklich glaube, dass ich muss irgendwie mehr machen, um auch mehr zu haben. Äh, ja, und ich bin mir nicht sicher, wer ist das gewesen, der, habe ich den Namen vergessen. Äh, ja, und jetzt habe ich komplett verloren, den Faden. Ja. Genau, weniger machen, mehr sein. Quintessenz. Und ja, 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 ja. Ah. Nein, jetzt die letzten Monate schon sehr viel gemacht, sehr viel optimiert, sehr viel Texte und ich merke auch immer, so Texte schreibe ich persönlich gar nicht gerne. Ich tue viel lieber reden. Ich kann mich viel besser in Wort fassen, wie in Text schreiben, habe ich müssen merken. Das fällt mir echt nicht so einfach, die Texte zu verfassen. Genau, ich bin da viel lieber da und kann reden und freue mich auf den Tag, wo mehr Leute da sind oder wirklich auch Leute da sind, wo interagieren, dass ich auch kann auf irgendeine Fragen eingehen oder auf irgendeine Themen eingehen, wo man auch ein bisschen reflektieren kann und alles.
Weil es ist schon so aus dem Nichts heraus reden, kann immer besser, aber es macht mir viel mehr Spaß, wenn ich in der Interaktion kann, treten. Und ja, eines Tages ist es soweit, bis dahin lerne ich mit mir selber zu reden, wird auch in dem besser. Beim Wiederhören merke ich auch, wo ich mich verbessern kann und immer weniger Äms kommen. Und ja, es ist halt schon alles ein Prozess und ja, man muss sich schon Zeit lassen. Man darf sich wirklich auch lernen, Zeit lassen bei etwas. Und ich habe auch immer, oder ich habe auch das Gefühl, oder wenn ich etwas anfange, dann muss es gerade irgendwie, ja, muss es gerade irgendwie eine gewisse Leistung vollbringen, ist natürlich, oder einen gewissen Standard haben, ist natürlich optimal, wenn man den hat, aber irgendwo durch muss man sich auch einfach einmal erlauben, anfangen, oder? Und ich glaube, das sind, rede ich für viele, oder in der heutigen Zeit, wo man ja eben auch viel Konkurrenz hat, wo man bei oder man sieht ja eigentlich nur das Beste von den Besten, oder was Algorithmus natürlich entscheidet, aber gleich sind halt viele Clips oder was auch immer sehr hochwertig gemacht und so und man hat halt immer mehr Konkurrenz, dass man auch immer mehr Angst in dem Sinne hat zum Anfangen, weil ja, wer bin ich schon? Oder weil ja, schau mal die Konkurrenz an oder die Mitstreiter, ich nenne es lieber die Mitstreiter wie Konkurrenz oder Mitbewerber wie Konkurrenz, weil Konkurrenz sagt ja dann wirklich eigentlich auch, dass du im Kampf bist mit denen oder um Dinge und ich nenne es lieber Mitbewerber, dass es andere Mitbewerber sind, genau nicht. Und ja, und die haben halt zum Teil dann einen sehr hohen Standard, aber eben sind wahrscheinlich auch schon lang dabei oder legen ganz anderen Wert auf irgendetwas. Und da, dass man sich auch die Erlaubnis gibt, mal irgendwann mal anzufangen, oder? Dass man auch reinkommt. Weil jetzt gerade bei uns in der Schweiz, oder? Wir lernen ja eigentlich für jeden Beruf und zum Teil gehen die Ausbildungen bis zu 4 Jahre und jemand studiert, wenn jemand geht studieren, der ist 10 Jahre dran, oder? Und ich habe immer gemerkt, wie ich mich dann schon, kaum habe ich anfangen so fragen, ja, was bringt denn das, was ich mache? Ich sehe keine Rückmeldung. Und irgendwann ist mir so der Gedanke gekommen, ja, Fabio, lass dir doch mal Zeit, lass dem Ganzen mal Zeit, auch wenn du gerne, du bist ja auf dem Weg, du bist dort, wo du hin willst, aber lass dir Zeit, weil du bist ja auch nicht, hast ja nicht die Ausbildung angefangen und bist nachher direkt äh, Ausbilder gewesen, oder? Du hast ja auch da 4 Jahre und alles. Und das hat mir auch einen gewissen Stress genommen. Einfach auch können mal den Vergleich zu sehen, oder wie lange ich effektiv dran bin und wie lange eine Ausbildung ja irgendwo durchgeht. Oder? Und man wird halt wirklich einfach besser mit ihm machen oder ihm neue Erfahrungen sammeln, weil durch das kann man wieder lernen und ja, einfach den Mut zum auch etwas machen, wo einem am Herz liegt oder wo ich habe jetzt auch sehr lange meine Sachen rauszögert, wie zum Beispiel eben live gehen, aber ich lege einfach jedem wirklich ans Herz, wenn ihr irgendetwas habt in euch innen, wo ihr merkt, dass es will eigentlich aus euch raus. Ob jetzt das Singen ist oder ob jetzt das Theaterspielen ist oder ob das Fußballspielen ist oder was weiß ich. Irgendetwas, wo ihr merkt, eigentlich wendet ihr das. Und vor allem, wenn ihr dabei noch euch hört reden und euch das schlecht reden hört, dann ist es in meinen Augen ein grosses Anzeichen, dass das etwas ist, wo uns eigentlich sehr wichtig ist, aber vielleicht durch das Schlechtreden euch wieder schlecht machen, damit ihr nicht anfangen müsst oder anfangen dürft. Weil wenn ihr scheitert, euch das dann vielleicht wehtut und euch vielleicht peinlich ist oder was auch immer. Aber von nichts, oder wenn ihr das nicht macht, dann erfahrt ihr auch nie, ob das irgendetwas ist. Und mein erstes Live ist alles andere wie lustig gewesen, oder? Aber ja, aber ich kann sagen, ich habe auch das habe ich 6 Jahre rausgezögert und ich lege jedem ans Herz, wenn ihr irgendetwas merkt, wo ihr eigentlich machen wollt, macht irgendeinen ersten Schritt, weil der bringt eigentlich meistens einen zweiten mit sich, auch wenn es eine negative Erfahrung ist, weil ihr lernt dann mit dieser negativen Erfahrung umzugehen, zwungenermaßen und wenn es eine positive ist, umso besser. Oder? Und man lernt halt wirklich nur in dem, dass man etwas macht, sonst bleibt alles beim Alten, oder? Es ändert sich nichts, wenn man nichts ändert. Das ist eigentlich eine sehr logische Gleichung. Wenn ihr gleich bleibt alles gleich. Nur wenn ihr was anders macht, besteht die Möglichkeit, dass etwas anders wird. Oder? Und wir haben halt Tendenz, wirklich, wir haben Angst vor Veränderung, weil Veränderung ist halt eben Neuland, man kann etwas falsch machen, das kann, biologisch gesehen hat man halt dann auch wieder Angst, dass man, also biologisch gesehen, wenn du einen Fehler gemacht hast früher, dann bist du halt aus der Gruppe ausgestoßen worden, je nachdem, oder? Und das hat vielleicht, wenn man weit zurück schaut und du im Urwald allein nachher gewesen bist oder wo auch immer, dann hat das vielleicht den sicheren Tod bedeutet. Darum ist das wahrscheinlich noch irgendwo durch eine Urangst in uns innen, oder? Aber wir haben
unsere Realität zeigt was anderes. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr es live verkackt. Es wird euch vielleicht peinlich sein oder was auch immer, aber ihr werdet nicht von der Welt verstoßen. Und ich glaube, das ist es ein bisschen, oder? Die Urangst haltet uns so davon ab, auch einen Schritt zu machen. Und eben dann noch die Vergleich mit anderen Creators, mit anderen Menschen. Und ich muss euch bewusst sein, im Internet, vor allem aktuell, sehen wir viel Werbung. Das heißt Menschen, die zahlen, um gesehen werden. Und die anderen Platz, die sind von denen, die schon sehr viel Reichweite haben. Das heißt, die haben schon sich in das Ganze hineingegeben und etwas erreicht. Und all die irgendwo durch am Anfang sind wie jetzt ich, die werden halt noch nicht so gross ausgespielt. Und dann ist auch, ihr habt ja dann nicht das Milliardenpublikum, so am Anfang auch zum Reinkommen, oder? Es ist ja auch irgendwo durch etwas Gutes, dann könnt ihr wirklich auch in eure Sache reinkommen. Und ich glaube, es ist auch eine grosse Chance mit dem Internet, oder? Um euren Skill können zeigen. Aber eben, wenn ihr euch nicht zeigt, dann wird das nichts. Und ich glaube, wir haben aktuell, oder ich merke das zumindest, oder ich höre das auch bei meinen Menschen, meinen Mitmenschen, sind viele gerade aktuell sehr unglücklich, oder? Und ich glaube, dass unglücklich ist man, wenn man nicht das lebt, wo einem eigentlich in der Seele brennt, sage ich jetzt. Und ja, man sollte wirklich den ersten Schritt machen, eben, der Wachau, der hat ein gutes Video, wo er fragt, also, frag dich einfach mal, was wäre etwas, was dein 2.0 machen würde, wo das, was du dir wünschst, bereits hat. Und das Erste, was dir in den Sinn kommt, dass du das einfach mal machst, weil das ist ein Schritt in die Richtung, wo du hin willst. Und je mehr du dich fragst, so, ja, was will ich eigentlich? Und die Antworten, die dann kommen, kannst du schauen, was kann ich machen, um in die Richtung zu kommen. Oder? Und wenn du dich fragst, ja, was will ich eigentlich? Und es kommt in den Sinn von, ja, ich will nicht mehr rauchen, dann hast du eigentlich deine Antwort. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das wäre dann eigentlich das Ziel, das nicht mehr rauchen. Und was wäre der Weg? Das Weglassen. Oder? Und so kann man sich halt dann auch fragen, wo man hin will und dass es mal in die Richtung geht. Und ja, sicher nicht, es ist nicht einfach. Also, ich meine, die einen machen es mit links, andere ja, haben vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Aber was unterscheidet einen Erfolgreichen von einem, der nicht erfolgreich ist? Das ist, dass er angefangen hat. Weil, oder? Dass er einmal ins Tun gekommen ist und halt nicht durch die erste Niederlage wieder aufgehört hat, sondern wirklich sich ja, dranbleibt an dem, was er macht. Und das sage ich mir auch immer wieder, oder? Wenn ich wieder einmal ein Tief habe, oder? Wenn ich aufgebe, dann geht es nicht weiter. Und darum dranbleiben, an seine Vision glauben, an sein Ziel glauben. Und ich glaube, je mehr du selber auch in deine Rolle hineinwachst, die du möchtest verkörpern, desto mehr strahlst du auch die Seinsebene aus und du ziehst auch wieder die Menschen an, die mit dem in Resonanz gehen, oder? Und am Anfang ist man halt vielleicht einfach noch ein bisschen nervös und ist noch nicht so in dem, was man eigentlich möchte. Aber eben durch Übung wird das Ganze besser und man wird auch gefestigter in sich hinein und ja, und hat dann so auch die Möglichkeit, in seine Richtung zu kommen, oder wo man eigentlich hin will. Hallo, Zora. Ah, Dardane ist auch da. Grüezi, grüezi. Kuckuck. Mhm. Ja, aber ich merke schon, ich habe mir jetzt wirklich auch vorgenommen, jetzt doch schon ein bisschen, schon ein bisschen länger vorgenommen, dass ich nicht versuche, auf negative Gespräche oder wenn irgendetwas anfängt, wenn irgendein negativer Gedanke kommt, dem zu viel Raum schenken. Und das ist wirklich, ich merke, ich bin viel weniger in negativen Gedanken, oder? Und es ist halt schon, man verliert sich halt einfach drinnen. Und ja, aber da bin ich auch sehr dankbar, oder? Dass man das Zora mich dann einmal wieder rausholt und mir sagt so, ja, vielleicht lassen wir das Thema, oder dass wir uns das auch gegenseitig so sagen können, dass wir uns darauf hinweisen auf was wir eigentlich nicht wollen. Und es sind schon, ich glaube, so eben viele alte Muster, die einfach automatisch sind, so wie Zähneputzen, alles das, oder? Das sind halt einfach auch Gedanken, die man hat. Das sind auch einfach irgendwann so ablaufende Sachen. Also wie ein Lied, wenn einem plötzlich einfach ein Lied in den Kopf kommt, das hat man ja nicht bewusst gewählt, oder? Und ich glaube, je mehr Aufmerksamkeit man halt am Negativen gibt, desto mehr hat man so random Gedanken an negative Sachen. Und je mehr positive Gedanken man
halt denkt, desto öfters hat man halt so random einfach positive Gedanken. Und ein positiver Gedanke hat das Gefühl hoch und ein negativer Gedanke hat das Gefühl tief. Und ja, da kann man sich halt aktiv damit beschäftigen, dass man versucht, ich sage jetzt mal, dass die meisten automatisch ablaufenden Gedanken halt positiv sind. Und das kann man machen, indem dass man versucht, die negativen zu unterbrechen oder eben umzupolen in positive. Versucht eben anders reden und nicht sagen, ich kann das nicht, sondern eben, ich werde immer besser in dem. Und das sind so viele Sachen, wo einem kann helfen kann, dass man irgendwie in seine Richtung kommt. Und man hat ja schon irgendwie sehr ein negatives Sprachvokabular, wo man nutzt. Und ja, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass man dann halt auch immer schlecht denkt und schlecht fühlt, oder? Wenn man auch die ganze Zeit schlecht redet. Ist das Licht dunkel? Oder geht's? Nicht sicher gewesen, wegen eins heller. Oh. Aber das ist zu hell, oder? Das ist zu hell. Eins weniger. Also heller machen oder dunkel lassen. Mit einem Satz bitte. Okay, danke. Ja, ja. So ist es, gell, Ziliseli. Sehr gut, danke. Aber ich brauche mal noch einen anderen Stuhl, der quackelt mir zu fest. Das ist wirklich auch das Nächste, was ich brauche. Ah, den muss ich noch aufschreiben, den Stuhl. Nein, ist nicht beantwortet worden. Ich habe nicht gesehen, dass jemand geschrieben hat. Erst, als ich dir heute gesagt habe. Und dort ist die Nachricht zurückgezogen worden. Aber vielleicht habe ich sie beantwortet, das kann sein. Das kann sein. Vielleicht habe ich indirekt beantwortet, wie es mir geht. Aber ja, es geht mir gut zu der Frage. Es geht mir sehr gut. Ich kann wirklich nicht klagen und ich werde auch nie klagen. Ja, irgendwie kann man sie zurückziehen, ja. Mhm. Wieso ich nicht klage? Weil, nicht gut. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, äh, Negatives gibt es ein Gefühlstief und Positives gibt es ein Gefühlshoch. Und wenn man etwas setzt, wo irgendeine Verbindung hat zu einem negativen Gefühl, oder wenn ich jetzt sage, ja, es geht mir nicht gut, dann kommt automatisch der nächste Gedanke, weil ja, warum geht es mir nicht gut? Weil es sind offene Schlaufen, wo der Mensch nicht gern hat. Und wenn ich mir sage, es geht mir nicht gut, dann fängt es automatisch an herauszufinden, warum geht es mir dann nicht gut. Und wenn ich sage, mir geht es gut, fängt es automatisch an herauszufinden, warum es mir gut geht. Und darum werde ich auch, wenn es mir nicht gut geht, mittlerweile nicht mehr sagen, aber es geht mir eigentlich auch wirklich immer gut. Also ich kann wirklich, das Einzige, eben, es gibt Sachen, die mich stören, weil es, aber nicht, weil es mir jetzt schlecht geht, aber einfach, weil ich halt die ein oder andere Sache vielleicht noch gerne schneller am vorantreiben hätte. Aber das ist halt, das ist nicht, weil es mir jetzt geht mir wegen dem jetzt nicht schlecht, sondern es ist einfach ärgerlich, aber sonst, mir geht es gut. Äh, ja, und das eigentlich schon lang, wirklich. Klar gibt es immer mal wieder Momente, wo ich, ja, jetzt eben vorher auch erzählt, heute war auch so ein Moment, gewesen, wo ich kurz wieder dachte, wird das was? Aber es ist eben spannend, wenn ich das denke, so, wird das was? Dann finde ich wirklich alle Möglichkeiten.
dann finde ich Sachen, wo ich dann nachher sage, ja, das wird ja wirklich nichts. Aber wenn ich positiv gestimmt bin und sage, hey, das geht in die richtige Richtung, dann haben die Sachen, die sonst negativ sind, eigentlich gar keinen Wert. Die kommen mir gar nicht in den Sinn, oder? Und das ist irgendwie die Kraft vom Fokus, oder? Wenn irgendwie kannst, es gibt irgendwie negativ und positiv. Und wenn man positiv in sich inne hat, dann hat negativ keine Macht, sie hat keine Kraft. Und wenn man negativ in sich inne hat, hat positiv fast keine Kraft. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, dann ist es auch mega schwer, dass wenn jemand dir positiv zuredet, dass es dir dann einfach besser geht. Weil in der Regel fühlt man sich dann, viele fühlen sich dann eigentlich sogar noch nicht ernst genommen, wenn du ihm gut zuredest, in dem Moment, wo es ihm schlecht geht. Weil es geht ihm jetzt schlecht. Wie kommst du damit, dass du ihn positiv reden willst, oder? Aber ich tendiere auch nicht mehr auf Menschen einzugehen und sie in ihrem Schlechtsein bemitleiden, weil das gibt eigentlich nur eine Bestätigung für den Mensch. Und wir sind halt leider Gewohnheitstiere und haben wir haben auch gerne Nähe und Liebe und Aufmerksamkeit. Und wenn Negativität zur Aufmerksamkeit wird, oder besser gesagt, wenn ein Mensch merkt, dass wenn es ihm nicht gut geht, Aufmerksamkeit bekommt und dann noch gebäbelt wird und ja dann noch Liebe dazu bekommt, dann kann das unbewusst, obwohl er das nicht merkt, wenn er sich in schlechte Situationen geben, damit er wieder die Liebe bekommt. Und das ist einfach, ich finde das einfach nicht der richtige Weg zum Liebe bekommen. Ich verstehe, dass der Mensch will und dass das auch unbewusst ist. Es geht auch nicht jetzt um das Ganze moralisch zu werten, sondern ich versuche da nicht mehr auf die Negativität eingehen, dass die negative Bestätigung eine Aufmerksamkeit gibt, sondern aufs Positive umpolen. Und ja, wenn halt dann der Mensch in dem Moment vielleicht beleidigt ist, dann ja, aber man kann ja einfach auch warten, bis es ein bisschen besser geht, zum nochmal auf das Stellung nehmen. Aber es ist halt schon mit dem, wo man sich beschäftigt, das wird mehr, oder? Es wird alles irgendwie mehr, dein Bewusstsein expandiert. Und wenn in deinem Bewusstsein Angst ist oder Negativität ist, das expandiert. Und deine ganzen Filter, das ganze RAS, das retikuläre Aktivierungssystem, ich habe es glaube ich richtig gesagt, das ist ein Filter, den wir im Hirn haben, das ist wie ein Algorithmus im Internet. Wenn du auf eine Homepage gehst und willst Kleider kaufen und schreibst oben an, rotes, jetzt habe ich rotes Gummiboot schreiben, klar, rotes Gummiboot, willst, rote Hose, dann findest du die roten Hosen. Und wenn du deinen inneren Filter richtest auf «Es geht mir nicht gut», dann findest du «Es geht mir nicht gut». Das heisst, es kann dann auch sein, dass wenn dir irgendjemand, dass du dich dann beleidigt fühlst, wenn dir jemand möchte helfen, dass es dir wieder besser geht, oder? Weil dir geht es ja nicht gut. Oder? Es ist dann eigentlich alles eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass du in dem Gefühl, wo du bist, bestätigt wirst. Und das merke ich halt auch immer mehr. Und ich selber versuche wirklich, mich nicht mehr in negative Gefühle zu geben, auch mich nicht mehr mit Negativität abzugeben. Auch News, alles, also, weißt du, es gibt, ich sage, wenn du etwas kannst schauen, News kannst schauen, über Mord und Tod und du bleibst emotional ruhig und du gehst das nachher nicht überall erzählen, was da Böses abläuft, dann kann man sich das ja schon mal gönnen. Aber die meisten Menschen sind nicht so innerlich stark, sondern es triggert sie irgendwie und das wird weiterverzählt und jedes Mal, wenn man dann etwas Negatives gehabt hat und sich dabei schlecht fühlt und das mit jemandem anders erzählen, dann fühlt man sich wieder schlecht, weil dann ist man wieder in der gleichen Situation. Und ich habe da für mich einfach gemerkt, das muss aus meinem Leben, weil das zieht mich ab. Und ich will nicht negativ, ich will nicht, dass es mir schlecht geht. Weil, wenn es mir schlecht geht, ziehe ich mehr an, wo es mir schlecht geht. Und das habe ich einfach für mich erkannt. Und das kann man halt nur erkennen, indem dass man das bewusst wahrnimmt, indem dass man sich mal bewusst nur positive Sachen hingibt, indem dass man sich bewusst macht und merkt, dass wenn man negativ ist, das umpolt wieder auf Positive und merkt, hey, es stimmt ja, wenn ich am Morgen mich über das erste nerven, dann zieht das einen Rattenschwanz. Dann stehe ich plötzlich im Stau und so weiter und so fort. Und das sind halt einfach Sachen, wo man sich, äh, man muss irgendwie an sich arbeiten. Oder ich darf an sich arbeiten. Und das ist eigentlich auch etwas Schönes, weil es wird auch immer spannender. Ich finde, es wird auch immer spannender, weil ich fühle mich so wie der Detektiv so von meinem Leben, oder? Ich bin so richtig gespannt, so, okay, jetzt habe ich das wieder gedacht, was löst das jetzt wieder aus? Wie reagieren jetzt die Menschen wieder auf mich? Und ich bin schon selber am versuchen, mir Gefühl zu geben, dass ich auch muss schauen, wie die Menschen reagieren. Und ich merke es auch immer mehr, oder? Das Beispiel habe ich auch gemacht oder habe ein Video.
wo ich mir selber innerlich keinen Stress mehr gemacht habe, wo das zu meinem dominanten «Ich will, dass das so ist» geworden ist, zu meinem Sein. Das ist ein Teil von mir geworden. Ich lasse mich nicht stressen. Und ab dem Moment bin ich beim Arbeiten nicht mehr gestresst worden. Und das sind halt einfach so spannende Sachen. Und wenn du halt in dir innen, ich bin ein Opfer von meinen Umständen hast, dann wirst du immer das Opfer von der Umstände sein. Du wirst immer Bestätigung bekommen, oder? Das heißt, ein Mensch, der sich hässlich findet, der findet eine Beleidigung in dem, dass jemand sagt, hey, du hast heute ein schönes Kleid an, weil es sind vielleicht die Schuhe nicht schön. Wieso nur das Kleid, oder? Aber jemand, der positiv ist und sich schön findet und der sieht dann, du hast ein schönes Kleid als Kompliment, weil der kommt niemals auf die Idee, dass jetzt die Schuhe nicht könnten schön sein, sondern dass mein Kleid schön ist. Oder? Das ist halt eben, man findet immer Bestätigung von seinem Seinszustand. Und das ist der Bogen zurück zu, wieso klagst du dann nicht? Das ist der Bogen zurück zum, wieso klagst du dann nicht? Weil es zieht mehr von dem an. Es zieht mehr von diesen Klagen an. Ja, ich glaube, die jammern sicher nicht den ganzen Tag um erfolgreiche Menschen. Ja, das glaube ich. Und es ist auch interessant, dass alle erfolgreichen Menschen einen sehr durchtakteten, oder viele, wo wir jetzt, ich muss das Fest dazu machen, äh, viele, wo ich auch, aber wo ich oder wo auch Zora als erfolgreich wahrnehmen, die haben einen durchtakteten Ablauf vom Tag. Die haben alle irgendwie, die schauen auf ihre Ernährung, die schauen auf ihren Körper, die haben ein Setup, wo sie tagtäglich machen. Und das ist wirklich auch etwas, wo ich merke oder wo ich feststelle, dass das erfolgreiche Menschen machen. Und viele unerfolgreiche Menschen, die sagen halt, ja, für mich liegt das in diesem Leben nicht drin. Oder was will ich schon können verändern oder so und so und so. Und sagen halt damit eigentlich, es ist für sie nicht möglich. Und ich glaube, ein erfolgreicher Mensch denkt nicht den ganzen Tag, ich kann das nicht, sondern der weiß, dass er das kann und er glaubt an sich. Und viele glauben halt nicht an sich. Glauben nicht daran, dass es eine Möglichkeit in ihrem Leben könnte sein. Es gibt das Gesetz wie hat das jetzt geheißen? Gesetz der Möglichkeiten. Ich weiß, das ist völlig falsch, aber das hat auch jemand gesagt. Eigentlich alles, was in dieser Welt schon mal passiert ist eine Möglichkeit, dass du das auch kannst erreichen. Weil es hat ja jemand erreicht. Die Möglichkeit besteht. Und das ist ja das Interessante, obwohl die Möglichkeit besteht, nehmen sich Menschen aus dieser Gleichung raus und sagen, für mich nicht. Und ja, dann wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil der Glaubenssatz oder die innere Haltung, die Annahme, die sagt, die wird deine Welt wieder dazu drehen. Du wirst die Optionen nicht mehr, gar nicht wahrnehmen, dass es in die Richtung könnte gehen. Du wirst wieder Bestätigung bekommen, dass das für dich nicht möglich ist. Und ich habe 5 Grundaffirmationen, die habe ich auch vom Wachau, von Marcel. Die 5 Grundaffirmationen ist eigentlich, es ist möglich, es ist einfach, alles passiert für mich, ich werde jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser und ich bin der Beste, danke Gott, dass ich bin, wer ich bin. Und das ist das Interessante, eben, wenn du dir überhaupt mal die Möglichkeit zulässt, es ist möglich, kann auch etwas überhaupt geschehen. Und wenn das geschieht und du sagst, es ist einfach, kann es auch einfach geschehen. Nicht nur die Harten kommen in den Garten. Es gibt Menschen, die kommen Sachen mit dem über. Aber ich glaube, das sind nicht die jeden Tag denken, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Genau, und ich werde jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser. Sagt eigentlich auch, dass du in einem stätischen Wachstum bist und immer besser wirst mit deinen Tools. Und dann eben noch auch mal bedanken, dass man so ist, wie man ist. Oder auch mal ein bisschen Wertschätzung, mal Dankbarkeit sich selber gegenüber. Oder mal auf die Schulter klopfen. Und das sind eigentlich so Grundaffirmationen neben «Everything is always working out for me». Das sind eigentlich die 6 Sachen, die ich aktuell in meinem Leben aktiv lese und versuche, mich auch in die Gefühle hineinzugeben. Weil das lässt den Raum offen, dass auch etwas kommen kann. Eben, und Fragen stellen. Weil wenn du eine Frage stellst, kommt eine Antwort. Oder? Und wenn du dich fragst, wie möchte ich sein, wenn ich am Ziel bin, dann kommt automatisch eine Antwort. Oder? Und die Antwort versuchen nicht schlecht zu reden, nicht es ist nicht möglich, sondern wirklich zulassen, dass das eine Möglichkeit ist. Weil oftmals haben wir schon Wünsche, oder der Mensch hat schon Wünsche. Er weiß vielleicht irgendwie durch schon, was er will eigentlich, aber es ist halt einfach nicht möglich. Und dann ist es halt nicht möglich, aber wenn man die Option offen lässt und vor allem, wenn man sich fragt, so ja,
wie würde ich mich fühlen, wenn mein Wunsch bereits erfüllt wäre? Dann hat man eigentlich ein Wunschgefühl, oder? Und kann in dem Gefühl dann bleiben. Und wenn man in dem Gefühl bleibt, kommen mehr Ereignisse aus dieser Frequenz, wie aus der Frequenz. Es ist nicht möglich, dann Bestätigung bekommen, dass es nicht möglich ist, ziehst du oder nimmst viel mehr Sachen wahr, wenn du in dieser Frequenz bist, wo du würdest sein, oder in dem Gefühl, wo du würdest sein, wenn du das Ziel bereits erreicht hast. Dann kommen die Möglichkeiten auf dich zu. Dann nimmst du andere Sachen wahr. Du stellst dich auf eine andere Frequenz und bist dann mit den anderen Frequenzen ja, in Interaktion. In der nicht möglichen Interaktion, in dem nicht möglichen Gefühl kann der möglich nicht sein. Das heißt, du musst dich in das Gefühl sein für möglich, dass du überhaupt dort kommst, wo du willst. Sonst geht das nicht. Oder? Und das ist mega spannend, dass wir uns eigentlich einfach können auf eine Frequenz einstimmen. Und das heißt ja auch, dich einstimmen. Oder du stimmst dich wie eine Gitarre. Du musst dich wie eine Gitarre für die richtigen Töne stimmen, damit du das hast oder bekommst, anziehst, was du dir wünschst. Du musst dich auf die Frequenz einstimmen. Ja, genau. Wir haben ja letzte gesagt, die Leute machen nicht viel für sich, darum haben sie mehr Zeit. Aber das würde ich eben auch revidieren. Die erfolgreichen Menschen nehmen sich nämlich extrem viel Zeit für sich jeden Tag. Ja, eben, und das Interessante ist ja dann auch, eben, wenn man sich Zeit nimmt, hat man Zeit, oder? Ich habe jetzt heute auch wieder gemerkt, als ich mir ja die Zeit einfach mal genommen habe draussen, und ich hatte das ja sogar gesagt, Zora, dass, dass es lustig ist, wenn ich nichts mache, habe ich am meisten Zeit. Wenn ich mir Zeit für mich nehme, geht die Zeit irgendwie langsamer rum. Und, oder? Anstatt dass ich wieder hinterher hocke und irgendetwas mache, dann bin ich draußen und irgendwie ist der Tag viel länger gewesen, als wenn ich einfach am nächsten Termin nachjage. Und das ist ja interessant, oder? Jetzt man schon aus Wort am nächsten Termin nachjagen, oder? Man ist ja wirklich dann auch in einer Hetze, oder sich einfach mal Zeit lassen, dann hat man halt vielleicht auch Zeit. Ja. Ja, und eben viele Erfolgreiche haben auch irgendeinen einen Motivator, einen Personal Coach. Und ja, macht irgendwo durch nur Sinn, weil es gibt die Tage, oder, wo man halt einfach soll ich und will ich und will ich. Und wenn du jemanden hast, der dich motiviert, äh, dann ist es vielleicht interessanter, oder, dass du dann auch an deinem Zeug dran bleibst. Und gerade für den Sport habe ich auch schon gesehen, dass erfolgreiche Leute auch wirklich jemanden haben, der mit ihnen Sport macht. Ja, dann aber auch, okay, ja. Ja, es ist halt schon, ich meine, man lernt auch voneinander, oder? Und man bildet sich dann auch stetig weiter. Und ja, wenn man so jemanden hat, wo einem noch antreibt, wenn du selber vielleicht eben würdest aufhören mit deinen Klimmzügen oder was auch immer, oder und jemand dich noch anspornt, dann hast du einfach viel mehr, oder da bringst du viel mehr aus dir raus auch. Fitnesscoach auf das Gehirn, ja, ja. Nein, eben, das ist auch etwas, wo ich gerade im Aufbau bin, wo ich im Hinterkopf habe. Eben, dass ich wirklich auch Mentoring anbieten wird, weil es halt einfach, eben, die Schwierigkeit ist, der Mensch versteht schnell mal etwas. Ich meine, es ist nicht schwierig, etwas zu verstehen. Die Schwierigkeit ist, das umzusetzen. Und wenn man es nicht umsetzt, wenn man etwas, was man versteht, nicht umsetzt, dann wird das keine neue Erfahrung. Und wenn man keine neue Erfahrung hat, wird das auch nie irgendwie etwas Neues in seinem Leben. Und mein Ziel ist auch, eben, dass ich dann halt wirklich Menschen begleite in dem Prozess, dass ich auch wirklich immer wieder kann, das zurückholen, oder? Motivieren drauf. Weil man muss was ändern, damit etwas anders wird. Und nur sich Bücher anlesen und reinhören und den schwierigen Teil zu vermeiden, und zwar das, was man gelernt hat, anzuwenden, das kann auch nur eine Flucht sein. Man hat das Gefühl, man macht viel für sein Wohlbefinden, man macht viel für seine Zukunft, man liest sich in Sachen rein, aber man wendet es nie an, da kommt man keinen Meter weiter. Oder? Ich kann noch lange verstehen, ja, es ist vielleicht
gescheit, wenn ich das mache. Aber wenn ich das nicht mache, dann ändert sich das nie. Und ich glaube, eben das ist halt der Vorteil, wenn jemand einen Personal Coach, einen Mentor oder was auch immer hat, weil der kann halt einfach von außen das Ganze beobachten und nicht halt vielleicht nur einmal pro Monat, sondern halt wirklich dabei sein und dann immer wieder zurückholen, auch wenn der Mensch mal in einer schlechten Phase ist, oder dass man dann wieder kann zurückholen, wieder auf den Weg kann bringen. Und ich glaube, so erreichen wir viel schneller sein Ziel, als wenn man einfach mal so sporadisch bei jemandem vorbeigeht und wieder nur Informationen gesammelt hat, oder? Weil das ist halt wirklich, ich glaube, wir sind gerade in der heutigen Zeit mit der vielen Informationen, oder? Und man will ja wissen, was ist denn das Richtige und was ist was. Und dann sammelt man sich in einem Fach tausend verschiedene Theorien an, aber man versäumt es eigentlich einmal anzuwenden. Und das habe ich auch müssen merken, oder? Ich habe auch viel einfach immer nur gelost und wenn ich dann so auf die Bücher hinein, dass da irgendetwas, was ich muss machen muss, irgendetwas, eine Aufgabe, dann habe ich die Blätter, mache ich später, bis ich dann gemerkt habe, ich habe es gar nicht gemacht, oder? Und das ist halt einfach, wenn man etwas nicht macht, dann bleibt es beim Alten. Und nur eine Theorie ändert in der Regel nicht einfach irgendetwas. Es kann schon so ein Verständnis kommen, dass es macht und man hat von jetzt einfach auf den anderen Moment etwas, sagen wir, im Leben geändert. Aber das ist eher in der Regel, wenn etwas Negatives passiert, wenn irgendein Schicksalsschlag passiert, wo man merkt, okay, Scheiße, jetzt habe ich Lungenkrebs, jetzt höre ich vielleicht wirklich auf Rauchen, dann schaffen es die Leute dann meistens so von heute auf morgen und viele auch nicht natürlich. Aber genau, einfach, dass ich auch das möchte anbieten, dass ich kann die Menschen begleiten, wo man wirklich auch kann sagen, hey, schau, das ist das Ziel und ich dann quasi den Fokus auf dem Ziel kann behalten. Den Menschen immer wieder zurück kann bringen auf das Ziel und da sehe ich schon auch meine Stärke drin. Darum, das ist etwas, wo ich gerade im Aufbau bin noch. Hallo, alles gut im Fall. Du darfst alles zurücknehmen, was dir unwohl ist. Gell, da gibt es keine Regeln. Yes. Ja, und sonst eben, man kann eigentlich alles selber erreichen und ich kann einfach, merke je länger je mehr, es ist wirklich die die Erfahrung sammeln von etwas und nicht nur das Wissen sammeln, sondern die Erfahrung, oder? Wie ich so, ja, jahrelang, ja, es wäre cool live, aber das ist keine Erfahrung, das ist nur eine Theorie. Und erst, als ich es gemacht habe, habe ich auch gemerkt, wie sich das anfühlt, ob das gut ist. Und ja, ich glaube, das ist etwas, wo man aktuell recht rauszögert. Eben einfach aus Angst vorm Scheitern wahrscheinlich, dass man etwas, was man möchte, gar nicht probiert. Gerne. Mm. Ja, danke. Es war eine gute Woche. Ich bin ein bisschen noch bei anderen am Arbeiten, gewesen, bei meinem Team. Auch mal etwas Neues. Freitag war ein bisschen hektisch, gewesen, aber er hat im Großen und Ganzen Spaß gemacht. Und bei dir? Auch eine gute Woche gehabt? Mhm. Sehnsüchtig auf den Stream gewartet. Ja, komm jetzt, so eine Attraktion da bin ich jetzt ja wohl nicht, oder? Ja, die Welt gehört den Mutigen. Mhm. Ja, und das Interessante ist, es sind immer die Mutigen, die ausgelacht werden und am Schluss, wenn sie dann das erreichen, was sie wollen, dann ist es halt einfach
normal. Oder ich kann mir ja mal vorstellen, wie viele Menschen das ausgelacht worden sind, wo sie mit ihrer Idee gekommen sind, zum Beispiel mit dem Auto oder mit dem durch die Luft durchfliegen oder eben mit Flugzeugen und allem. Äh, ja, und da sagt ja der Neville sagt da auch, dass wenn man ein Ziel verfolgt, soll man das für sich behalten, bis es Früchte trägt. Ähm, äh, ja, ich sehe da jetzt zweierlei Punkte, warum. Erstens, weil eben, wenn du jemandem das erzählst, dann spiegelt er das dann eigentlich dir, also deine Ängste dir zurück. Oder das heißt, wenn du irgendjemandem etwas erzählst von deinen Träumen und alles und entweder spiegelt das zurück oder seine eigenen Ängste und nachher, ja, wirst du dich auch wieder schwächen. Oder das heißt, wenn du ein Ziel hast und er dir das dann einfach schlecht rettet, in der Regel redet es ja niemand schlecht, sondern er versucht dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Aber es sind halt einfach, die einen glauben halt einfach nicht daran, dass es möglich ist und dann mischen sie ihre Angst eigentlich drin rein. Und darum sagt er, tun einfach so lange Sachen für dich behalten, bis es sichtbar wird. Weil dann hast du selber auch schon äh, genug Kraft, bist genug bodenständig, dass dich das nicht mehr aus der Bahn kann rühren kann, wenn jemand nicht daran glaubt. Und meistens glauben dann ja die Leute daran, wenn sie sehen, dass es auf dem richtigen Weg ist. Aber am Anfang, wenn es halt noch nichts ist und du der bist, der irgendetwas versucht zu verändern in seinem Leben oder irgendetwas möchte auf die Beine stellen, ja, dann gibt es halt die und das sind halt nicht wenige, oder, wo das dann halt irgendwie nicht können, ja, nicht können nachvollziehen und nicht können glauben. Darum sagt er am Anfang für sich behalten und das ja, mache ich auch immer mehr. Ich behalte die Sachen in der Regel für mich oder ich weiß mit wem ich kann reden, mit den Menschen, die mich nämlich nicht wollen beschützen, sondern die mich ja, anspornen, die an das glauben, wo ich weiß, die glauben an mich, egal was ich für eine Idee habe. Dort kann man es erzählen, weil es tut dir dann auch wieder einen gewissen Ansporn geben, oder wenn du jemanden hast, wo wirklich mit dir mitfiebert. Ja. Ja, genau. Da wird der Erfolg nicht einmal zum Können zugesprochen, haben sie Glück gehabt. Ja, es ist schon so, was der Mensch nicht kann greifen, versucht er irgendwie zu erklären und auch wenn er dabei den anderen in Stücke reißt, das ist halt schon irgendwie traurig. Darum ja, man muss schon eine gute Portion Selbstbewusstsein haben, um etwas machen, vor allem auch gerade in seinem Umfeld, oder? Weil eben auch da mit dem Live gehen oder mit dem Anfangen mit YouTube, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe, was wohl meine Kollegen denken. Oder wie lange ich mir so Gedanken gemacht habe, das ist schon krass, oder? Wie fest dass einem eigentlich die Ängste fernhalten, oder? Dass man sich dann Angst macht, so quasi so, ja, was denken die, dass man selber gar nicht anfängt. Der Mut, man selbst zu sein, ist der Anfang von Freiheit. Erich Fromm, ja, absolut. Absolut, würde ich sagen, würde ich unterschreiben. Eben, es hat mich auch Mut gekostet, da das erste Mal live zu drucken. Aber ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, dass ich das machen will und dass ich das machen wird. Egal, wie es zahlentechnisch aussieht, oder? Und durchs Machen werde ich besser. Durchs Besserwerden strahle ich ganz andere Energie aus. Durch eine andere Energieausstrahlung ziehe ich auch ganz andere Leute an. Ich fange mich an wohlfühlen. Und mit dem Wohlfühlen ist dann das auch ganz was anderes, was dann halt eben auch ausgestrahlt wird. Da ziehe ich mehr vom Gleichen an. Und das geht halt nur in dem, dass man etwas macht. Ich kann mich nicht können reinfühlen oder ich habe nicht gewusst, wie ich mich jetzt wird fühlen nach den X Lives, die ich jetzt hatte, oder ich jetzt so. Und es geht halt auch durchs Machen. Und es hat auch eine Portion Mut gebraucht. Es hat wirklich eine Portion Mut gebraucht. Und darum habe ich vorher gesagt, ich lege allen ans Herz, fragt euch, was ihr im Leben wollt. Und das, was kommt, die Antwort, die kommt, das ist das, was ihr wollt. Und versucht das nicht schlecht zu reden, sondern fragt euch weiter, was ist der erste Schritt, wo ich machen kann, dass ich in die Richtung komme, wo das Ziel ist, wo der Wunsch ist. Weil der erste Schritt
bringt zwangsläufig den nächsten Schritt mit sich. Ob das jetzt eine positive Erfahrung ist, die dir voll Motivation gibt, dass wirst weitermachen, oder ob das jetzt vielleicht eine negative Erfahrung ist, wo aber dich damit musst auseinandersetzen und auch wieder dran wachst. Also so oder so bringt es dich voran. Und wir sind einfach so ängstlich, den ersten Schritt zu machen, dass, ja, dass man das rauszögert. Und ich meine, es ist schon schade, wenn man etwas, wo einem eigentlich sehr liegt, wo man eigentlich gut könnte, ein Leben lang rauszögert und es nie machen wird. Weil es ist der Anfang, es ist wirklich einfach der Anfang. Das ist, das ist wie ein neue Schuh anlegen. Wenn du einen neuen Schuh anlegst, hast du das Gefühl, alle wissen, dass der neu ist und du fühlst dich am Anfang unwohl. Auch mit einem neuen Pulli, du siehst dich und du fühlst dich unwohl. Aber du lässt es an. Du lässt ihn an, bis du dich wohlfühlst. Und das ist nichts anderes mit etwas Neuem, einem neuen Bewusstseinszustand, wenn du jetzt, sagen wir, willst anfangen zu singen oder so, dann musst du es machen, weil du wirst dich irgendwann wohlfühlen. Ich habe mich nicht können hören. Ich habe mich so geschämt für meine Stimme. Ich habe mich umgedreht. Ich habe meine Ohren zugemacht. Wortwörtlich, ich habe meine Ohren zugemacht. Wenn ich gewusst habe, ich höre mich, ich weiß noch, wir haben in der Schule einen Film gemacht. Ich habe mich tot geschämt, wenn ich mich gehört habe zu reden. Und jetzt mittlerweile, weil ich ja meine Lives sind auch meine Videos und ich los die und mittlerweile ist die Stimme mir so normal, sie ist mir normal geworden. Und es ist nur das, es ist etwas, was nicht normal ist, macht uns so Angst. Und es ist aber das Machen, was es normal macht. Eben, so lange anlegen, bis es normal wird. Du hast die Schuhe, ziehst ja nicht einfach wieder ab, nur weil es, oder? Aber wir haben andere Sachen, wo dir etwas peinlich werden, da haben wir so Angst, dass wir das gar nicht erst machen. Aber da fragen, was ist etwas Kleines, was ich heute machen kann, wo mich zu meinem Ziel bringt? In die Richtung von meinem Ziel. Und wenn, wenn du auf dem Weg bist, bist du auf dieser Frequenz von dem Ziel und dann wirst du immer mehr anziehen. Du wirst immer mehr anziehen und du wirst reinwachsen, oder? Und das ist es. Man wird reinwachsen in das, was man will, aber das geht nur in dem, dass man anfängt. Oder auch, du kannst dir auch noch so das Ganze auch noch so gut vorstellen und auf Wunder hoffen. Ich glaube, ich bin aktuell noch der Meinung, du wirst halt einfach von heute auf morgen ein anderer Mensch sein, wenn du dich nicht in das hineingibst. So, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich lasse mich das Besseren belehren. Ja, absolut. Man kann nur erfolgreich werden, indem dass man dranbleibt und nicht indem dass man aufhört. Ja, und eben, wo mir bewusst wurde, ist, dass das Wort Veränderung ja, heißt, man muss etwas ändern und sonst ist es einfach eine Gleichbleibung. Also das heißt, wir wollen eigentlich in unserem Leben, dass unser Leben anders ist, aber wir bleiben gleich. Wir verändern uns nicht und wünschen uns aber Veränderung. Wir bleiben gleich und haben das Gefühl, wir wollen etwas anderes. Das geht irgendwie nicht auf. Oder? Es geht irgendwie nicht auf, oder? Wir wollen, dass die Welt um uns herum besser wird, aber wir bleiben gleich. Oder? Das heißt, es wird sich leider irgendwie nicht ändern. Und ja, und eben, es ist so, ja, unsere Sprache hat so viel verborgene, oder nicht verborgen, also eigentlich ist, ich glaube für die meisten verborgen, aber es ist so nah, oder? Eben, deine Stimmung, deine Stimmung, du stimmst dich, oder? Und es ist so naheliegend. Oder eben Veränderung. Ja, es kann sich nur etwas verändern, wenn sich etwas ändert. Oder? Das ist eigentlich sehr logisch. Oder für mich jetzt immer logischer so. Und ich denke, wie habe ich das so lange können übersehen? Leer. Wasser leer. Ja, ich muss noch einen anderen Stuhl. Das nervt mich, dass die da so komisch da hängen. Die Kripple. Ah, hat auch Ende drin. Ja, kann gut möglich sein, ja.
muss enden. Etwas muss enden. Das ist wie Enttäuschung, die Ende einer Täuschung, oder? Eigentlich ist das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du enttäuscht wirst, weil du hast jetzt die Wahrheit. Mehr Wasser besser. Ja, das ist lustig, ich trinke nur Wasser, ich nehme nur das Wasser in Livegang. Yes, yes. Ja, schon wieder, Schon wieder eine Stunde rum. Sagst du mir. Habe ich wieder eine Stunde lang können schwafeln. Das tut gut. Nein, aber ich glaube, ich höre in dem Fall an dieser Stelle gerade auf. Ich glaube, gerade ein guter Punkt da. Ja, wieder interessante Sachen durch den Kopf gegangen. Das ist auch sehr lustig, dass ich eben, wenn ich rede, kommen mir eigentlich immer mehr Ideen. Und dann, ja. Und das ist noch spannend, dass eben durchs Reden eigentlich neue Ideen kommen, die man gerade wieder einbauen kann. Das fühlt sich dann amigs vielleicht bei der einen oder anderen ein bisschen sprunghaft an. Für mich ist schon irgendwo ein Faden, aber ich glaube, ich werde auch immer besser in den Kreis schliessen. Es ist halt dann noch schwierig, wenn ich irgendwo anfangen und es kommen 5 neue Ideen und ich bringe die 5 neue Ideen dann auch noch rein, bis ich dann wieder an dem einen Punkt bin. Ja, aber ich glaube, ich mache es schon recht gut. Ja, darum an dieser Stelle, ich wünsche einen ganz schönen Abend. Danke, dass du da bist da gewesen. Bis zum nächsten Mal und auch dir, Schatz. Bis nachher. Danke vielmals, dass du da gewesen bist und das kommt super. Man kommt immer draus, yeah. Ja, nein, es gibt schon zum Beispiel das Video von gestern habe ich es nochmal gelesen gehabt, bin nicht so nachgekommen. Aber ich habe einen Trick, wie ich es mache, weil ich eben auch viel zerdenke, das Zeug, oder immer wieder überlegen und dann wieder optimieren. Ich tue es jetzt eigentlich, wenn das fertig ist, das Live, höre ich es mir einmal durch. Beim Durchhören mache ich meine Videos und wenn ich also die Videos schneide und wenn ich die Videos dann, wenn die öffentlich gehen, dann lasse ich es nicht nochmal eigentlich. Einfach, weil ich habe mich ja schon mal entschieden, dass es gut ist und meistens nachher bin ich in einem anderen Gemütszustand und dann kommen wieder Fragen auf und um die Fragen zu vermeiden, lasse ich das eigentlich gar nicht, weil ich habe mich ja entschieden, dass ich es auflade und ja, so mache ich das, dass ich mir noch 2, 3 Mal muss hören. Sehe mich schon genug und höre mich schon genug, aber ist okay. Super. In dem Fall bis zum nächsten Sonntag. Danke, ganz eine gute Nacht und bis dann. Tschüsseli, tschüss. So, jetzt können noch 5 Leute reinkommen, wie immer. Jetzt fange ich dann an, schon bei 2 Minuten Fake und sage, ich gehe offline. Ciao zusammen, dass dann Leute kommen.